Entscheidet sich heute die Zukunft des Perlenhauses? Franziska Rein will es sich anschauen. Durch die Erzählungen einer Freundin ist sie neugierig geworden. Ich habe gehört, dass es ein Familienbetrieb ist und dass es ein Haus voller Perlen sein soll. Und jetzt bin ich total gespannt, was mich da erwartet. Franziska studiert Management. Mit dem Abschluss könnte sie so ein Unternehmen führen. Bitte, herzlich willkommen. Dankeschön. Das ist unser Verkaufsraum und das ist so die aktuelle Kollektion. Wenn Sie Interesse haben, dürfen Sie gleich schauen. Die Besitzerin Uta Preis hat schon mehrere Bewerber durch ihr Perlenhaus geführt. Bisher waren alle fasziniert. Den Sprung aber hat noch keiner gewagt. Ja, das ist alles mit altem Schmuck. Richtige Schätze. Das sind ursprünglich die Muster, die hier aufbewahrt werden. Die Muster wurden aufbewahrt, weil die Kunden oft dieselben Ketten wollten, nur in anderen Farben. Uta Preis, die Firmeninhaberin, ist Ende 70. Vom Keller bis zum Dach kennt sie jedes Stück. Die Sorge um ihre Schätze treibt sie um. Ich liebe jede Perle, wenn sie schön und sorgfältig und mit viel Konzentration hergestellt ist. Ich kann nicht einfach nur zuschließen, das geht nicht, oder die Perlen irgendwo entsorgen. Das ist jetzt unser Wareneingangszimmer. Da sind früher die Perlen angeliefert worden, wenn sie fertig geworden sind aus der Produktion. Das ganze Haus schaut so aus. In jedem Fach sind andere Perlen. Und wie viele Perlen haben Sie hier insgesamt? Im Ganzen sind es ungefähr 120 Tonnen. Das ist eine unvorstellbar große Zahl. Alle hier in Neugablonz hergestellt. Das sind also große, amethystgeschliffene Perlen. Für unsere Mitarbeiter war es früher einfach einfacher, sich nicht die Artikelnummer zu merken, sondern den Namen. Und wenn jemand sagte, hol doch bitte mal die Fähnchen, dann wusste er sofort, wo er hingehen musste. Also hatte jeder von diesen Perlen einen Namen? Einen anderen Namen, ja. Diese Perlen sind von Natur aus schwarz, ja, und dann halb vergoldet. Wie ist der erste Eindruck? Wäre das Ganze etwas für Sie? Ja, es kribbelt schon natürlich in den Fingern. Und es ist, ja, man kann hier, ich glaube, ganz viele Projekte verwirklichen. Und das ist auch das Tolle, dass es hier schon so viel Lagerbestand da ist und dass man nur noch aus dem Lager eigentlich schöpfen kann. Also hier sind wir jetzt in der Fertigung. Hier saßen die Mitarbeiterinnen und haben Ketten gefädelt. Das ist alles für Haute Couture, für Dior oder für Rue Saint-Honoré in Paris geliefert worden. Wow, da haben Sie echt die großen Namen beliefert. Ja. Die Colliers und Armreife bringen Franziska gleich auf eine Idee. Hochzeiten. Ja, gerade in diese besonderen Anlässe, glaube ich, könnte ein Markt sein, dass eine Person mit vielleicht einem schönen Kleid herkommen kann und genau abgestimmt auf dieses Kleid vielleicht sogar in eine Kette bekommen kann. Nach Krieg und Vertreibung bauten die Eltern von Uta Preis in einem ehemaligen Bunker in Neugablonz ihre Firma wieder auf. Bald florierte das Geschäft wieder. Viel Schmuck wurde nach Amerika exportiert. Der Dollar war stark. Die Amerikaner bestellten so viel, dass man den Aufträgen kaum hinterherkam. Ich habe nur erlebt, von kleinst auf, immer Stress, von früh bis abends nur das eine Thema, das Geschäft, das Geschäft, das Geschäft. Schnell, 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 die Arbeit, es war nie Zeit. Uta Preis studierte und wurde Lehrerin. Die Wende kam im Jahr 1984. Da starb ihr Vater überraschend bei einem Arbeitsunfall. In dieser Nacht habe ich beschlossen, jetzt bin ich dran, und habe am nächsten Morgen sofort die Regierung angerufen und gekündigt
und habe gesagt, jetzt komme ich ins Geschäft. Birgit Mikulasch besitzt selbst eine Firma, die in Neugablonz Schmuck herstellt. Wenn sie ganz bestimmte Perlen sucht für eine Kollektion, dann kommt sie zu Uta Preiß. Mittlerweile kennt sie sich gut aus im Perlenhaus. Sie weiß, wo sie suchen muss. Also das ist für mich ein Traum hier, weil diese Perlen, die finde ich nirgends sonst mehr. Und das sind dann ganz außergewöhnliche Sachen, die ich machen kann. Da kann ich dem Kunden auch sagen, das ist Vintage, das ist in Amerika immer ganz gut. Das ist Vintage, das sind Einzelstücke, das kann keiner mehr nachmachen. Das sind dann ganz besondere Kollektionen, die wir hier anbieten können. Ihre eigene Firma ist auf Metallbearbeitung spezialisiert. Steine und Perlen kauft sie zu. Wenn Birgit Mikulasch ins Perlenhaus kommt, dann dauert es meist etwas länger. Bei Uta Preiß findet sie nicht nur einmalige Perlen, sondern entwickelt mit ihr zusammen auch neue Ideen. Ja, das Schöne ist hier, ich kann aus dem Vollen schöpfen. Wir setzen sofort gemeinsam eine Idee um. Und wenn ich jetzt sage, Uta, kannst du mir die vielleicht gleich fädeln, dann habe ich einen Prototypen, könnte sofort dem Kunden ein Muster schicken oder ein Foto. Über 70 Mitarbeiter hatte die Firma zu Hochzeiten. Sie haben Perlen erzeugt, geschliffen und daraus Schmuck produziert. Mittlerweile ist Uta Preiß allein. Zurück zu Franziska Rein. Alles noch im alten Zustand. Das ist zum Beispiel ein einziger Artikel. Warum liegen denn hier so viele Armreife? Ja, die habe ich alle sortiert. Früher waren die alle in einem Sack durcheinander, aber jetzt sind sie nach Farben sortiert und jeder kann kommen und sich die Farbe aussuchen, die er möchte. Das sind Armreifen, ganz dünne, kleine, gedrehte. Da sind noch mehr. Nach diesem Tag schwirren im Kopf von Franziska Rein die Ideen. Ketten und Perlen übers Internet vertreiben. Kleine Bastelsets verkaufen, Führungen, kleine Events, Workshops anbieten. Ja, ich bin überwältigt, überfordert, überrascht von dem ganzen Besuch jetzt im Perlenhaus. Ich glaube, es ist Potenzial da, aber es ist nicht leicht. So wie so ein Dornröschenschlaf ist das hier und jemand muss das wirklich aufwecken. Zum neuen Leben, wachküssen zum neuen Leben, erwecken, dass die Perlen wieder funkeln und strahlen. Franziska Rein hat ihre Ideen zum Perlenhaus in ein Seminar an der Uni eingebracht. Sie hat sich mit vielen besprochen, nicht zuletzt mit den Eltern. Das Fazit? Erst einmal weiter studieren.